Sie sind Kinder und sie sind kleine Stars. Und vor allem sind sie Arbeiter in den Medien. Unter der Anleitung ihrer Eltern werden Kinder auf Social Media vermarktet. Auf ihren YouTube-Kanälen gucken wir zu, wie sie spielen, ihren Geburtstag feiern oder ihre ersten Ohrlöcher gestochen bekommen. Zacki, das war's? Ich hab das Nirgends erreichen Firmen ihre junge Zielgruppe so treffsicher wie auf YouTube, Instagram und Co. Und sie zahlen gut dafür, dass Spielzeug oder Klamotten in die Kamera gehalten werden. Der 7-jährige Ryan aus den USA. Kein Kanal war 2018 erfolgreicher als seiner. Große Supermärkte verkaufen seine Spielzeugkollektion. Das Einkommen dieses Jungen schätzt Forbes auf $22 Millionen pro Jahr. Wir beschäftigen uns jetzt seit einem Jahr mit dem Thema und gucken uns regelmäßig immer wieder diese Kanäle an. Und wir haben teilweise festgestellt, es ist ein bisschen wie bei einem Unfall. Man muss sich das angucken und man guckt hin und man ist teilweise sehr erschrocken und ein bisschen fassungslos, was eigentlich alles dort gezeigt wird. Heute ist ein schöner Tag. Ich sitze auf der Blumenwiese und freue mich auf morgen. Dieses Video der 12-jährigen Ilja haben knapp 1,5 Millionen Menschen gesehen. Jeden Sonntag um 4 geht ein neues Video auf ihrem Kanal online. Dafür wird jedes Wochenende gedreht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder mal eine Routine. Da zeigen die Erwin und ich euch einfach, was wir machen, wenn wir keine Schule haben. Und das ist eigentlich relativ viel. Nachher müssen wir sogar noch ein Fanpaket aufmachen. Ich muss heute am Abend noch ins Theater. Let's go! Gut, super. Ich würde nur eine Sache anders machen. Ich würde nur sagen, du hast gesagt, wir müssen ein Fanpaket aufmachen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen. Wir dürfen ein Fanpaket aufmachen. Oder es ist wieder Fanpost gekommen oder sowas, weißt du, dann ist es ein bisschen sympathischer. Machen wir es einmal noch? Ja, okay. Iljas Eltern sind beide in der Fernsehbranche. Was liegt da näher, als einen eigenen kleinen Sender zu starten? Routine von uns. Das war auch eigentlich überhaupt der Grund, warum wir damit angefangen haben, weil wir einfach so sehnsüchtig gesucht haben nach einem Familienprojekt. Ja. Und wir haben nicht gedacht, dass das so ein Erfolg wird, ehrlich gesagt. Ja. Also das war eigentlich nur für uns. Die Familie hat sogar eine Gesangslehrerin engagiert. Ich mache heute so etwas. Tat, Tät, Tut. Ich strenge mich halt schon ein bisschen mehr an, dass die Töne richtig sind. Also ich strenge mich immer an, aber da schaue ich immer noch extra so, ob alles gut ist und so, damit das alles perfekt ist. Was macht das mit einem Kind, wenn die Öffentlichkeit in die privaten 4 Wände geholt wird? Ich kann nur mutmaßen, ob wir hier an einen Punkt kommen, wo es wirklich, wo Selbstinszenierung ungesund wird. Ich mutmaße, dass es an den Punkt kommt, gerade wenn wir uns Kanäle angucken, wo jüngere Kinder auch eine Rolle spielen. Es gibt Videos, da werden die Kinder mit der Kamera aus dem Schlaf geholt. Also ab welchem Punkt sozusagen bin ich eigentlich noch ich selbst und ab welchem Punkt bin ich die inszenierte Person, die dafür zuständig ist, dass jetzt ein Video produziert wird, das uns wieder Geld bringt. Miley hat Geburtstag. Immer dabei die Kamera. Werbung für einen Kinderfilm. Passend zum Kinofilm My Little Pony, der ab 5.10. im Kino läuft, schminken wir heute Miley als ein Little Pony. Die kleine Miley beschäftigt mit ihrem Kanal schon ihre ganze Familie. Beide Eltern haben ihre Stellen gekündigt, um sich voll und ganz der Produktion von Videos und dem Management ihrer Tochter widmen zu können. Das Geschäft mit YouTube bedeutet aber auch Arbeit. Text lernen, drehen, schneiden. Ilja ist in jeden Schritt der Videoproduktion mit einbezogen. Bleibt da noch Zeit, um einfach nur Kind zu sein? Am Wochenende ist halt irgendwie die einzige Zeit, wo ich mich mit Freunden treffen kann und so. Und wenn mich fragen, hey Ilja, hast du heute Zeit? Und so muss ich leider meistens immer absagen, weil Samstag ist Drehtag, weil da haben wir einfach die meiste Zeit. Und da muss ich leider schon manches Mal absagen. Das Arbeitspensum der Kinder ist kaum abzuschätzen. Für Werbeeinnahmen und Klicks überschreiten die Eltern nicht selten die Grenze zur Kinderarbeit. In Deutschland haben wir eine sehr, sehr klare Gesetzeslage, was Kinderarbeit angeht. Da geht es nicht darum, ob Geld verdient wird, da geht es nicht darum, ob schwere Steine getragen werden oder doch nur eine Zeitung ausgetragen wird, sondern es geht einfach um die seelische und körperliche Unversehrtheit, die das Kind nun mal benötigt, um aufzuwachsen.